somit Grüße zurück zu No Man's Sky. Eigentlich sollte ja Talos Principle kommen, aber ich habe mir was überlegt. Und zwar aus zeitlichen Gründen privater Natur, arbeitstechnischer Natur und der Tatsache, dass wir nun schon bald 2 Monate oder ja, 2 Monate sind es noch vor Weihnachten stehen. Oh, da muss ich... Oh, komm, runter da mit dir. Sofort. Sofort, das müssen wir sofort mitnehmen. Und einige andere Dinge habe ich der Talos Principle jetzt momentan wieder aus dem Programm genommen. Alle Episoden, die schon erschienen sind, habe ich natürlich behalten. Die habe ich extern abgespeichert, das Intro habe ich abgespeichert, externes Thumbnail etc. etc. Also so dazugehört. Und die Aufnahmesessions nach den Episoden habe ich auch alle beibehalten bzw. gespeichert. Kommt irgendwann. Richtig, mein Schatz. Eigentlich, ich habe ja ein kleines Notizbüchle oder ein kleines Notizbuch, wo ich die Datum habe, die Episodenzahl oder Nummer, wie du es halt nennen willst, und die Reihenfolge. Die Reihenfolge wird sich jetzt ein bisschen verschieben und verändern. Fallout und Generation Zero kommen weiterhin, da habe ich genug vorproduziert. Und wie es dann kommt, so kommt's. Kann sein, dass zwischendrin ab und zu mal ein Tag nichts erscheint. Ja, das ist halt dann einfach nur die Zeit, die dann zum Rendern braucht, zum Hochladen, zum Benennen, zum Beschriften oder zum Benennen der Episoden etc. Und dann stellst du halt online. Genau. So werden wir es machen. Wie immer halt, ne? Also für meine Zuseher, die mich schon länger verfolgen, wie ich es immer wieder sage, es kann sein, dass demnächst etwaig immer wieder am Tag nichts an Videos kommt, aber das soll der Sache keinen Abschied tun oder keine, ja, irgendwas, halt wurscht. Wie du siehst, wir sind wieder unterwegs am PC und ich bin jetzt mit Controller unterwegs. Heilige Scheiße, lässt sich das gut spielen. Ich war ja schon unterwegs mit der Maus und Tastatur, dieses Klumpert hier zu steuern. Da bin ich nicht klargekommen damit. Jetzt habe ich geschaut, dass ich den Controller anschließen kann von der Xbox und wie du siehst, yippie, hihi, es funktioniert und ich fühle mich wie im Glück. Haha, schön. Das Schöne daran ist, ich hätte mich so schon früher damit befassen und beschäftigen für meine alte Technik, die ich zu Hause habe. Ich hätte mich so schon weitaus früher damit befassen, in Dings zu installieren, No Man's Sky am PC, und es macht so viel mehr Spaß. Ich habe die PS4-Version und auch die PC-Version und die Xbox. Auch wenn ich hier mit Controller spiele, weil ich Idiot mit der Flugsteuerung nicht zusammenkomme, es macht so viel mehr Spaß. Gut, und ich hätte gesagt, wir nehmen das Ganze als Anlass und werden einfach mal diese Reise beginnen, die wir eigentlich, oder die ich eigentlich geplant habe. Beginnend damit, dass wir schon am ersten Planet jetzt schon genug haben. Ja. Ich hab schon vor kurzem, oder ja, bei der letzten Probeaufnahme bin ich ein bisschen mal rumgeflogen, habe uns ein bisschen ein paar Sachen abgefarmt und habe jetzt schon ziemlich viel Gold und Uran gefunden. Genau. Und was mich ja verblüfft, ich hatte noch nie im Startgebiet oder am Startplanet so viel Platin. Ich glaube, wir müssen dann in die Patch Notes schauen. Aber ich glaube, die Entwickler haben mit diesem letzten Update, haben sie da an der Menge der Ressourcen, haben sie auch ein bisschen was getrickst und gedeichst. Muss man halt berichtigen in die Kommentare. Ansonsten kann ich da auch nicht für helfen. Gut, wenn der alte Sack Dinge rauskriegt,
mit dir sich schon längst beschäftigen hätte sollen. Genau. Ich muss mir einen Titel für die Episode überlegen. Ja, schauen wir mal, wie es wird. Keine Ahnung. Jetzt werden wir, das wird jetzt ein bisschen dauern, den ganzen Quagel da abbauen. Nur, es gibt halt nur ein Problem mit No Man's Sky. Das Spiel ist so ziemlich ein Umfangsriese. Ich möchte halt schauen, dass ich mit euch oder mit dir so ziemlich immer wieder, formulieren wir es anders. Ich werde schauen, dass ich zwischenrein immer wieder mal eine Stunde Ressourcen ranschaffe, dass wir genug haben. Weil dann können wir nämlich einen flüssigeren Story-Verlauf machen, ohne dass wir viel farmen oder looten oder ja, ohne dass wir viel farmen gehen müssen. Ich glaube, das liegt in unser beider Interessen. Warte mal kurz Gefahrenschutz aufladen. Ah, Mädchen, du machst mich so richtig geil. Gut, ja, die Folgenlänge, weiß ich nicht. Ja, ich möchte es probieren so um die 30 Minuten. Ich glaube, das ist angenehm, oder? Weil ich muss jetzt da am 1. Das ist, na, am 26. Oktober ist da in Österreich Nationalfeiertag, da muss ich leider, da gehe ich arbeiten. Ich war jetzt am Samstag arbeiten und dass ich jetzt nicht anliege, ab Donnerstag bin ich dann bis Sonntagsmittag nicht zu Hause. Das heißt, ich muss noch 2 Episoden vorproduzieren für die Wochen. Genau. Generation Zero und Fallout 4 sind eh schon soweit eingegeben, da soll man eigentlich keine Probleme haben, dass da irgendwas nicht kommen sollte. Und im Laufe der kommenden Woche werde ich mir dann wow. Und im Laufe der kommenden Woche werde ich mir dann den Sendeplan nochmal ein bisschen zu Gemüte führen. Ein Video pro Tag reicht, muss ich da offen ehrlich so gestehen. Und der Rest ergibt dann, wenn wir soweit sind. Genau. So, jetzt bauen wir da den Scheißdreck weiter an. Ach, ist das schön. Gold und Uran, das sind ja zwar grundlegende Baustoffe, die werden wir später, was ich mir entsinne aus dem letzten Spielstand, vor meinem Umbau jetzt, das werden wir nämlich auch brauchen. Vieles können wir verkaufen später und wir wollen uns ja später oder bald mal, wenn wir genug Materialien benannt haben, wollen wir uns ja auch ein besseres Schiff kaufen, ne? Oh, ist das herrlich. Ja, das dauert jetzt alles ein bisschen. Aber ich möchte schauen, ich habe im letzten Spielstand schon so einen guten Minenlaser gehabt. Da waren die ganzen Metallfinger zum Abarbeiten. Das war Pidgey-mäßig schnell fertig. Voll geil. Ja, schauen wir mal. Aha! Es kann nur sein, dass ich demnächst, das sage ich jetzt auch gleich, dass ich demnächst jetzt da schon ein bisschen vorproduziere. Direkt vorproduzieren werde ich sowieso ab Dezember, dass ich über Weihnachten und Silvester eingeben kann, was nur geht, in einem bestimmten Abstand, dass ich über die Feiertage umkomme, weil dieses Mal mache ich es wirklich ernst, dieses Mal drehe ich YouTube für mich selber ab und
8 soll's auf einer fortlaufenden... Aha. Neuer Titel freigeschaltet. Na toll. Das muss gleich wissen. Ja, so ungefähr. Aber ich werde die eh noch informieren. Anfang Dezember. Und vor allem habe ich noch was zu tun. Ich muss noch einige Stunden schneiden. Ja. Ich muss noch ein bisschen schneiden. Ich habe ja Generation Zero ja schon extremst weit gespielt. Und ich plane, oder beziehungsweise ich muss noch zusammenschneiden, den ganzen Quagel. Und nebenbei privat schauen. Vielleicht finde ich noch einige Storyfetzen, die so über die ganze Karten verstreut sind. Da fehlt mir einiges noch. Einiges ist gut gesagt. Eine Sache fehlt mir noch. Aber da glaube ich mittlerweile, dass ich an der Sache vorbeigelaufen bin. Ich schwärme ja vor dieser Geschichte in Generation Zero. Und mir fehlt ein Story-Element. Muss ich so machen, damit es ein bisschen leiser ist. Mir fehlt ein Story-Element. Ich muss das suchen, weißt du? Ich habe zig Stunden jetzt schon verbraucht, außerhalb von den ganzen Let's Play, diesen Geschichtsbrocken zu suchen. Mir ist mittlerweile der Reaper gespawnt, mir ist, ja, ich habe zig Maschinen umgebracht, zig neue Waffen bekommen und, ja. Am heutigen Tag, wo das erscheint, okay, ist ja für Generation Zero dieses Dark Skies Update erschienen. Ich werde es aber für die neue oder für die fortlaufende Geschichte oder für das derzeitige Let's Play noch nicht spielen, da ich gerade mittendrin bin im FNX Rising Update. Okay. Oder im... Ja, ich glaube, das ist es. Wo du da mit dem Onkel Kalle flanieren darfst. Und ja, eh schon wissen. Wenn du weißt, was ich meine. Das möchte ich alles fertig machen. Und... Himfjell. Und dann werden wir uns mit diesem Update befassen. Beziehungsweise ich möchte es dann später in mein Let's Play ja so ein bisschen einbauen. Die wichtigsten Elemente sagen, aber das wird später sein. Ich schätze mal, im nächsten Jahr wird es dann soweit sein. Genau. Ja, ich habe keinen Stress, was das angeht und ich werde mir den Stress auch selber nicht machen. Ich mag einfach nicht mehr. So. Was kommt, das kommt. Ich möchte euch ein bisschen unterhalten und... Ich bin auch schon am Überlegen, ob ich nicht, warte mal. Landen wir hier mal, weil da, in diesen beschädigten Maschinerien, habe ich nämlich so manch tolle Upgrades gefunden. Mal schauen. Man gut, da am Startplanet wird sich nicht viel tun, glaube ich. Na nicht. Und? Sonst irgendwas? Nö. Auch gut. Ja, da auffisch. Da will ich jetzt nicht unbedingt auffisch spazieren. Und ich glaube, wir haben genügend Welten zu erkunden. Und wer weiß, vielleicht entscheide ich mir dieses Mal, dass wir da mit dem Bauen anfangen, auf dem Planeten. Er bietet alles, was wir brauchen, so gesehen. Und ich hab's im Xbox One Spielstand ein bisschen übertrieben, muss ich aber ehrlich gesagt gestehen. Das hat mir dann auch nicht mehr so gefallen. Ja, so ungefähr kann ich das formulieren. Und was ist denn da hin? Schauen wir mal da weiter.
Nur, ich warne dich gleich vor, wenn du mich schon länger verfolgst. Das im Dezember kommende Infovideo beschreibt gleich die Zeit YouTube 2023 und 2024. Genau, also für 2 Jahre Content. Ja. Ich bleibe aber dennoch dieser 2 Jahre beim getreu dem Motto weniger als oft mehr, gell? Es ist halt auf der einen Seite, will so einiges sagen, will einiges bringen, aber dann bin ich wieder ungeduldig. Jetzt muss ich halt ein bisschen anstellen lernen. Ja? Quatsch! Ah, herrlich! Und wir können farmen, das ist die geilste... Na, lass mal das. Den Rest, da gibt es ja einige Sachen, die müssen wir zu Fuß machen. Aber so, wenn du mal eine Stunde so herumfliegst, die Grundmaterialien, die kriegst du so auch. Mei. Also wurscht, von dem werden wir noch einiges finden. Ich habe nämlich noch keinen Terrainmanipulator. Mhm. Da hätten wir Sauerstoff. Wie schaut es eigentlich in puncto Sauerstoff aus? O2. Hätten wir eigentlich genug momentan. Naja, weißt du was? Ich bin der festen Meinung, wir können nicht genug haben, so gesehen. Natrium brauchen wir sowieso für die Systeme, für manche Systeme zum Aufladen, also nehmen wir das gleich mit. Den Sauerstoff haben wir mitnehmen, zu dir habe ich schon Christi gesagt. Futterkugel habe ich noch nicht. Das machen wir später. Ich weiß. Und vor allem, was mir ein bisschen angekotzt hat, nach dem Release vom Waypoint Update, einen Reisemeilenstein haben wir erreicht. Was denn? Oh, ich hab glaubt Flüchtling. Na gut. So. War natürlich jetzt ein Schmäh. So. Und nee. Ah, da, genau, und da kannst du hängen bleiben. Es hat jetzt auch nichts mit irgendeiner Gesinnung oder Richtung zu tun. Nee. Nicht, dass du da jetzt was unterstößt. Ich warne dich. Hier in meiner Heimatstadt, beziehungsweise prinzipiell in vielen Fragen, wächst die Kritik immer weiter an besagten, was ich jetzt gerade vorhin als Schmäh assoziiert habe. Und da gibt es viel zu kritisieren. Nur macht mich das jetzt nicht zu einem Menschen, der irgendeiner Seiten oder irgendeiner faschistoiden Gesinnung angehört. Nö, kritisieren darf ich. Und dass in Österreich, habe ich das letzte Mal schon gesagt, dass in Österreich einiges schief geht, das wissen wir ja alle miteinander. Und vor allem auch hier in meiner Heimatstadt, die zweitgrößte der Steiermark, da geht einiges schief. Oder einiges verkehrt, das man in Frage stellen
sollte. So dann. Aber jetzt gehen wir wieder weg von dem Thema. Es interessiert mich einfach nicht. Der Wähler hat gewählt. Er will es so, dann soll er auch die Konsequenzen dafür tragen, wie er gewählt hat. Und fertig. Genau. Wir hatten ja gerade Bundespräsidentenwahl. Genau. So sehe ich das. Die kommenden Ereignisse habe nicht mehr ich zu, wie sagt man so schön? Die Konsequenzen der kommenden Ereignisse habe nicht mehr ich zu tragen. Das haben andere zu tragen. Genau. So dann. Ich weiß, Spiel. Frage. Ich weiß nicht, ich weiß ja gar nicht, wer von euch No Man's Sky am PC spielt. Aber habt ihr auch so diese komischen Exo-Anzug-Upgrade? Oh. Das muss ich mir merken. Das ist aber ein gewaltiger Bildrateneinbruch, wie man so schön sagt. Also na, Framerate-Einbruch sagt man ja. Oder Framerate-Absturz. Also nicht. Warte mal kurz. Jetzt können wir da. Ich glaube, da könnten wir. Oh, ja, schön. Du wirst aber lachen. Ja, das wird's aber nicht sagen, nicht, dass der jetzt hat er die Mission eingeschalten. Das sieht mir bei Generation Zero auch. Du hast keine Mission drinnen, beziehungsweise du hast, wenn du aussteigst, hast du keine Mission drinnen. Wenn du dann wieder einsteigst ins Spiel, öffnet er dir die Mission, obwohl ich keine machen will. Naja. Sachen gibt's, die gibt's nicht. Was ist da oben? Ah, das ist sowas, okay. Wissen wir das auch? Also, wir fliegen noch eine Runde. Ja, jetzt haben wir Zeit. Bis auf jetzt diesen komischen Bildrateneinbruch da, den ich mir nicht erklären kann. Läuft's eigentlich. Aber ist ja egal. Ich werde in der Zwischenzeit mich wieder bemühen, die Qualität noch ein bisschen weiter, trotz alten PCs, noch ein bisschen anzupassen, dass wir da dann richtig schön was benannt haben. Genau. So wie immer halt bei mir Chaos, ne? Ja, genau. Bei mir verläuft ja vieles nicht nach normalen Strängen. Ich habe immer ein bisschen Chaos im Hintergrund. Eigentlich ist es seit Jahren. Kobalt 11, Ferritstab. Oh, siehst, so kriegt man ein bisschen was zusammen. Genau. Was ist denn da hinten? Nix. Okay, gut. Auch gut zu wissen. Das ewige Nichts im Sein. Sein im Nichts. Batsch.
Mal ein bisschen auf die Uhr schauen, weißt. Weil ich möchte heute noch ein bisschen Fallout 4 aufnehmen. Obwohl ich genug Vorrat habe. Und die nächste Aufnahme, Generation Zero, die muss ich ein bisschen später machen. Beziehungsweise an einem Tag, wo ich ein bisschen mehr Zeit habe. Weil ich stehe vor einer Mission, die dauert ein bisschen. Ja. Und vor allem, wenn du FNIX dann als Gegner hast, das ist halt, ja, das dauert. Es kann dauern. Was haben wir da noch? Passt. Was das? Jetzt fliegen wir da noch ein Stück weiter. Alter. Ich möchte nicht wissen, wie viel solche Metallfinger-Gerätschortschaften, dass ich auf der Xbox One Version übersehen habe. Obwohl ich gestehen muss, allgemeine Optionen. Ja, ich nehme die jetzt einfach mit. Da bist du GeForce GTX 1050. Ja. Primär Auflösungsskalierung. Was ist das bitte? Auflösung. Okay. Wenn ich jetzt aber hergehe, warte mal. Muss ich da einer? Ah. Diese Einstellung wirkt sich ausschließlich auf die Leistung der Grafikkarte aus. Basiskomplexität. Was? Steuert, wie viele Basisteile auf einmal zu sehen sind. Eine Verringerung dieser Einstellung wird die Darstellung des Spiels verbessern, wenn man sich in der Nähe einer großen Spielerbasis befindet. Diese Einstellung wirkt sich auf die Leistung des Prozessors aus. Aha, ja, da ist ja alles Standard eigentlich, also kann ja das alles nicht so ein Problem sein. Steuert die Qualität, okay. Die empfohlenen Grafikspeicheranforderungen bei einer angenommenen 1080p Auflösung. Mhm. Ja, dann verbleiben wir so. Gut, ich hätte gesagt, wir bauen den Quagel dort noch und verschwinden dann aus dieser Episode, dass wir dann in der nächsten Episode da weitermachen. Weil jetzt haben wir die Möglichkeit. Und in der Zwischenzeit werde ich schauen, dass ich mit da noch mal ein bisschen einfuchs. Gell? Weil es gibt doch einige Dinge, die mir ein bisschen stören. Auflösungsskalierung. Ich trage da zum Beispiel Stickel over. Mein Stickel ist gut gesagt.
Ich lasse das jetzt einfach einmal so und mal schauen, inwiefern sich das auswirkt. Du brauchst mir zwar nicht kommen mit 4K und den ganzen Scheiß, das interessiert mich persönlich nicht. Wow. Weil davor habe ich nichts. Ich habe keinen 4K-Fernseher daheim oder sonstiges. Ich habe noch zwei alte Röhrenfernseher daheim, falls du das was sagt. Und wenn ich mir DVD oder Blu-ray ausschauen will, die brauche ich nur da in den PC rein tun und fertig. Genau, so ist es. Ja, ich weiß, ich bin nicht so technikaffin für mich. Ich bin da eher ein bisschen alte Schule. Ich will das anstecken. Ich will nicht lange um und um scheißen mit irgendwelchen Einstellungen. Ich will das anstecken, einschalten und es soll funktionieren. Genau. So. Aber die haben mir da sicher was da. Auch von der Menge her kommt mir das überarbeitet vor. Grafikoptionen, das war der Scheiß. Anti-idiotische Filterung. Verbessert die Klarheit und die Schärfe von Objekten mit Texturen, wenn man sie aus der Ferne betrachtet. Diese Einstellung wirkt sich ausschließlich auf die Leistung der Grafikkarte aus. GTA, okay. Sorgt für realistische Schatten um Objekte herum. Ich stelle das jetzt einmal aus. Ja, wenn wir schon No Man's Sky beginnen, wenn wir zum dritten Mal jetzt verfuhren, dann nehme ich die auch auf diese Reise mit. Genau. Aber es geht schon besser. Achso, muss ich da zuerst den Sauerstoff wegnehmen, nur dass du das dann da abbaust, oder was? Aha, okay, da war das vorhin für die Fische und für die Katze. Ja, sonst dann nehmen wir den Sauerstoff da auch gleich mit. Damit es Spürruhe gibt, gell? Ja, so lange war die Episode ja eigentlich gar nicht geplant. Ich glaube, jetzt habe ich doch schon, warte mal kurz. 35 Minuten auf der Uhr. Weiß wurscht. Mein Aufnahmeprogramm oder mein Renderprogramm ist eigentlich hier relativ flott unterwegs, also von daher, da wollen wir dann keines so Minenleitzer bitte. Natürlich mein Schatz, genau. Ja, und in der nächsten Episode können wir uns dann schon der Erwachenreihe widmen. Genau, und so werden wir es machen. Ja, also das hat mich nämlich ein bisschen geärgert, weißt du? Fallout 4 habe ich hingekriegt. Generation Zero habe ich so halbwegs hingekriegt. Eben, wie in der letzten Episode erzählt, wenn zu viele Maschinen spawnen, dass man die Bildrate etwas in die Knie geht, aber mit denen kann ich noch leben. Mit denen kann ich wirklich noch leben mittlerweile. Da bin ich eh bescheiden. Mit was ich aber dann nicht mehr leben kann, ist eine Performance, dass ich glaube, ich muss davor laufen. So à la Cyberpunk am Anfang.
Und ja, ich habe Cyberpunk noch nicht abgeschrieben. Es ist installiert. Ich warte eigentlich nur mehr... Update 1.7 ab und dann fangen wir mit den Aufnahmen an. Für Let's Play. Wie lange es dauern wird, weiß ich nicht. Aber wenn man die 238 Quadratkilometer Karten anschaue, komplett, das weiß ich auch noch nicht. Obwohl ich eigentlich mittlerweile sehr Open World müde bin. Mir reichen die Open World Spiele, die ich momentan gern spiele, und das war's. Mehr brauche ich nicht mehr. Ich empfinde die Generation Zero Karten viel zu groß. Jetzt Generation Zero als RPG ausgebracht, als Rollenspiel, dass du deinen eigenen Charakter fertigen kannst, das kannst du das so auch. Reden tut unser Charakter eh nicht, also, ja, sagt ja nix. Also im Prinzip eh nur, ja, er ist halt einfach da, ne? Jo, genug geplaudert für heute. Das nächste Mal werden wir dieser Erwachen-Quest-Reihe folgen, des Exo-Anzug-Upgrade. Das werden wir später machen. Da finden wir jetzt eh noch einen Exo-Anzug-Upgrade in der Raumstation, wenn uns die Reise jetzt dorthin führen sollte. Und der Rest ergibt sich. Und bis dahin werde ich mich hier nochmal ein bisschen mit diesen Einstellungen da spielen. Genau, mit diesen hier. Und der Rest, habe ich gesagt, ergibt sich dann eh. Was ist Stärke der Vibration? Stärke der Kameraverwacklung. Warte mal. Ich gehe jetzt mal um die Hälfte runter. Ja, es ist schon besser. Ja, wir werden schon langsam hinfinden, ne? Wir werden schon langsam hinfinden zu den Scheiß, wo wir hinwollen. Passt, und mit diesem wunderschönen Ausblick auf grünes oder schimmelgrünes Nichts. Bis zum nächsten Mal. Baba.